Celtics hat mal wieder ein wahrscheinlich nicht overgecuttetes Video gemacht. Ich habe den Santa Claus Express Nachtzug getestet. First Class, weil... First Class. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Finnland. Endlose Seenplatten und Nadelwald, soweit das Auge reicht. Das Land im kalten Norden Europas gehört zu den am dünnsten besiedelten Ländern des Kontinents und besticht durch seine schöne Natur. Eine große Touristenattraktion Finnlands Und ist direkt neben Russland. ist die Stadt Rovaniemi, die zum offiziellen Heimatort des Weihnachtsmannes erklärt wurde. Der sogenannte Santa Claus Express fährt über... Was? Den Weihnachtsmann gibt's wirklich? Krass, Digga, das müssen wir angucken. Nacht von der Hauptstadt Helsinki im Süden des Landes in eben jenes Städtchen nördlich des Polarkreises und soll ebenso schnell wie komfortabel sein. Was kann bei einem schweineteuren Zug, der sich Santa Claus Express nennt, schon schief gehen? Genau das dachte ich mir auch und deswegen testen wir das Ganze heute mal. Koffer packen und los geht's. Santa Claus Express, der Test. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. Wir wollen 2023 Ja, nee, mach das nicht, Digga. Das will ich. Abonniert diesen Kanal nicht. die 500.000 Abonnenten knacken. Jetzt aber viel Spaß. Oh, Digga, so geil. Es sieht schon sehr geil aus da, ne? Düsseldorf. Was geht ab, Leute? Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich in Helsinki angekommen. Es ist scheiße, modern, sauber, alles hier. Typisch skandinavisch, habe ich mir schon gedacht. Dafür aber scheiße teuer alles. Ich lieb's. In 5 Stunden kommt mein Nachtzug. Solange muss ich es von hier bis zur Train Station schaffen. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen von Helsinki sehen. Alter, gebt euch mal, wie krass das aussieht. Ich war noch nie auf so einer riesen Wolke. Ey, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo Helsinki ist, Maps. Ich weiß ungefähr, wo Finnland ist. Hier ist Finnland, aber ich hätte absolut keinen Plan, wo Helsinki ist. Ich würde jetzt mal guessen, so hier unten links, weil das Sinn macht so, ne? Noch so ein bisschen bei Schweden und so. Ah, hier, okay. Ja, krass. Helsinki safe auch mal worth zu besuchen, Digga. Ey, das ist so geil. Du hast einfach so diese Inseln und dann lebst du einfach so auf so einer Insel, Digga. Imagine, du holst dir einfach so hier das Haus, Digga. Hast einfach gewonnen, Digga. Muss wahrscheinlich auch ein bisschen reich sein, aber hast gewonnen. Treppe, ey. Skandinavien, Alter. Okay, nur 4 Euro. Ich hab gedacht, das kostet mehr. Okay, ich muss jetzt eine halbe Stunde fahren. Ich war ein bisschen lost bei dem Ticket-Ding, weil alles irgendwie auf Finnisch war. Aber da war ein echt netter Mitarbeiter sogar, der mir geholfen hat. Das kann man sich bei der Deutschen Bahn kaum vorstellen. So sehen die Sitze aus. Es gibt sogar so Dreiersitze. Wir haben hier natürlich Steckdosen. Richtig cool. Boah, Digga. Ey, ne, Digga, Schnee ist einfach geil. Ich denke mir immer wieder, so Sommer ist geil. Sag mal, Chat, findet ihr Sommer oder Winter geil? Aber ich finde so Sommer geil. Aber immer wenn dann das erste Mal Schnee kommt, ist einfach direkt so, ja, Digga, Schnee ist es eigentlich. Mit Schnee ist es ruhig. Alle Leute sind irgendwie so gechillter. Ich glaube, Winter ist es einfach. Low-key Winter ist es einfach. Weil in den Sommer kannst du immer reisen. In den Winter kannst du wahrscheinlich auch immer reisen, wenn du zum Nordpol gehst. Aber ist halt nicht so üblich. Also so viel Schnee habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ihr seht es auch, glaube ich. Es ist Das letzte Mal, als ich im Berghain war. gerade mal 15 Uhr und es wird hier schon dunkel. Die Polarlichter kommen. So ganz ehrlich, es hat irgendwie schon was Magisches. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Schnee. Ey, gebt euch das mal. Es ist zu schön, ja. Und hier sieht es jedes Jahr so aus. Ich wünschte, in Deutschland wäre das auch so. Da freut man sich auch viel mehr auf Weihnachten. Boah, Digga, das ist wirklich krass, Mann. Also das sieht ja wirklich alles komplett beschissen aus. In genau 20 Minuten fährt der Nachtzug ab und wie ihr seht, ist der Polarexpress. Was heißt das Polarexpress? Ist der Santa Claus Express von da. Das war beim ersten Nachtzug, den wir getestet haben, genauso. Der war auch sehr früh da und ich wundere mich jedes Mal, obwohl es eigentlich normal ist, denn wir leben ja in Deutschland, wo die Züge locker 3 Stunden Verspätung haben. 29 Upper Deck, 200. Er ist so abgefuckt von der Deutschen Bahn, ne? Ey, immer wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, ich schwöre, so Basel-Köln, das ist gar nicht so eine schlechte Verbindung. Da gibt es nicht so viele Störungen. Aber wenn du vielleicht in Deutschland wohnst, ist es viel mehr Pain, das kann ich mir vorstellen. Okay, das heißt, wir sind ganz, ganz vorne. Direkt beim Lokführer. Okay, sorry. So, hier. Oh, I'm hyped. 29. Treten wir ein. Wir sind 205. Das ist mein Raum. Die Frage ist,
Jetzt, welches Bett habe ich? Das ist überhaupt ein Einzelzimmer? Es ist scheiße warm hier, was sehr, sehr gut ist. Ey, no joke, Leute. Ich habe mich wirklich extrem bewaffnet. Denn Helsinki ist scheiße kalt, es sind Minusgrade hier. Deswegen habe ich hier dieses Oberteil an. Dann habe ich hier unten drunter noch so ein Langarm, eng anliegendes Shirt an. Und noch unten drunter ein Tanktop. 10 Hosen habe ich gefühlt noch an mit Leggings. Alles, Alter. Hat sehr geholfen, aber das können wir jetzt alles ausziehen. Ich spanne euch natürlich nicht weiter. Ey, grundsätzlich muss mir jemand sagen, Nachtzüge sind eigentlich so eine geile Erfindung, Digga. Ich finde, Nachtzüge sollten mehr genutzt werden. Ich schwöre, ich würde viel öfters mit dem Nachtzug nach Wien fahren, wenn es erstens nicht so teuer wäre und man zweitens nicht mit irgendwie 6 random Peoples in einem Zug schlafen würde und drittens, wenn es ein bisschen moderner wäre. An sich, Nachtzüge sind das perfekte, Digga. Du gehst am Abend auf den Zug, schläfst durch die Nacht, es ist bequem oder du kannst arbeiten oder du kannst auch immer machen, was du willst. Und am Morgen wachst du auf und du bist in einer neuen Stadt. Du hast keinen Stress, nix, es ist umweltfreundlicher. Eigentlich das Perfekte, aber irgendwie, ich weiß, irgendwie ist es immer noch so ein bisschen umständlich wegen dem Preis, wegen den Leuten. Wäre halt geiler, wenn es halt viel mehr Einzelteile gäbe, ne? Kauf dir einfach das ganze Abteil. Ja, kostet glaube ich irgendwie 600 oder 500, 400, 300. Und die Nightjets, Digga, von der ÖBB, die sind wirklich mega alt. Machen eine Roomtour. Wir haben hier legit 2 Betten. Ich habe hier das untere Bett. Wir haben ja auch eine Karte. Oh, das kostet. Das ist gar nicht inbegriffen. Boah, zu teuer, ey. Aber wir müssten eigentlich mal testen. Noch einen Sitz für die Aussicht. Cool. Wow. Hier haben wir einen Spiegel direkt an der Tür. Das macht den Raum auf jeden Fall deutlich größer. Sliderhaken und das Bad. Das war wirklich schon so, ne? Ich bin gerade reingekommen, habe die Cinematic abgedreht und das Ding war schon drin. Mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie verstopft oder so. Hallo? Digga, wie das funktioniert, weiß ich bis heute auch noch nicht. Aber es ist auch immer ein bisschen scary, weil es so laut ist. Aber als Kind, Digga, war schon satisfying, wenn du dort so reingeschissen hast und dann hast du es abgezogen. Wenn man auf dem Zug scheißt, ich würde nie auf dem Zug scheißen, Digga, nie. Seife, Sachen zum Duschen und sowas, denn wir haben hier auch eine Dusche, die auch wieder im Raum ist. Das heißt, sobald ich hier dusche, wird alles überschwemmt. Wir machen natürlich den Test. Das war's dann auch schon. Hier links lol, Digga, das ist krass. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Im Zug eine Dusche. ist gar nichts mehr. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich weniger Platz habe als beim Nightjet, auch im Bad. Wenn auch nicht viel weniger, aber mir soll es eigentlich reichen. Beim Nightjet war es ja auch so, dass man zuerst einen Sitz hatte. Wir haben hier direkt Betten. So, ich würde mal sagen, wir machen den Bequemlichkeitstest. Also es sieht auf jeden Fall viel geiler aus als die Nightjets. 100%. Ah, ist okay. Ja, das Bett ist so ähnlich wie beim Nightjet. Die Matratze ist schon relativ hart. Man kann auf jeden Fall hier in der Nacht schlafen, das ist gar kein Problem. Aber ist jetzt auch kein Luxusding, ne? Ich habe vergessen, euch das hier zu zeigen. Hier haben wir eine Steckdose, Nachtlicht. Hallo, könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren? Timer, Lautsprecher. Hier noch die aktuelle Aussicht. Wir sind noch in Helsinki. Ein größeres Fenster wäre auf jeden Fall cool gewesen. Das beim Nightjet war ja echt groß. Aber mal gucken, was die Aussicht morgen bietet. Oh, es geht los. Man kann nie genug von diesem Schnee bekommen, ne? Es ist mittlerweile 21 Uhr. Euer Lieblings-YouTuber, den ihr natürlich alle schon abonniert habt, bekommt langsam Hunger. Deswegen werde ich mich jetzt in das Restaurant begeben. Hier gibt es leider keinen Zimmerservice, das ist aber nicht schlimm. Wir haben Füße zum Laufen, deswegen Abfahrt. Zimmerservice aber schon, wäre schon geil. Ich weiß nicht wieso, aber alleine essen, Digga, alleine essen, einfach so in einem Zimmer alleine ist schon geil. Da muss man halt so rausgehen und soziale Kontakte haben. Ich hasse Menschen. Oha! Digga, fehlt nur noch so eine Zigarrenlounge im Zug. Mein Köttbullar hat eigentlich gut geschmeckt, wie bei Ikea. Der Unterschied ist aber, dass es bei Ikea 5 Euro kostet. Hier waren es 20 Euro. Liebe Leute, es ist tatsächlich soweit. Ich muss kacken und duschen. Deswegen testen wir jetzt dieses wunderschöne Bad. Nein, oder? Okay, doch. Bestanden. Oh mein Gott, ich habe jetzt erst gecheckt, dass man das einfach so umklappen kann. Wie geil ist das bitte gemacht? Da sieht man mal, auch wenn man wenig Platz hat, kann man kreativ sein. Okay, wahrscheinlich boah, das ist wirklich crazy. Krass, das sieht ein bisschen scuffed aus alles, aber es ist geil. Sehe ich jetzt auch so erst zu mir. Perfekt, der Duschtest auch definitiv bestanden. Das einzige Nervige war nur, dass man hier die ganze Zeit auf Push drücken muss. Und nach 15 Sekunden geht es dann halt wieder aus und dann muss man wieder nochmal drücken. Ne? Man kennt es ja vom Hallenbad. Ja, ist aber voll crazy, so voll viel Wasser so für eine Dusche im Zug. Wichtig und richtig. Schwimmbad oder whatever, aber ansonsten genug Platz, geht fit. Für einmal ist das auf jeden Fall okay. Es ist halt hier total nass, aber es gibt Schlimmeres. Bis morgen ist das wieder trocken. So Leute, ich werde aber nun langsam zur Ruhe kommen. War ein ziemlich langer Tag, hat aber Spaß gemacht. Ich werde morgen früh nochmal berichten, wie die Nacht war. Plus, es gibt natürlich nochmal ein saftiges Fazit, was geil war, was nicht so geil war. Und ja, Huna. Rovaniemi. Wohnt dort wirklich der Nikolaus? Ist das der Ort, wo der Nikolaus wohnt? And gentlemen, we are completely on schedule and we
We are arriving to Rovaniemi in about We are arriving to Rovaniemi. 20 minutes. Wir sind im Dorf des So krass, Digga. Weihnachtsmannes angekommen. Wäre ich 8, würde ich mich gerade unnormal freuen, Alter. Ich habe gerade ein paar Stunden im Café verbracht, weil um 7, 8 Uhr morgens hier halt gar nichts geht. Deswegen habe ich ein bisschen gepennt und das Video geschnitten. Und tatsächlich wurde es erst jetzt, es ist 11:30 Uhr, richtig hell. Schon crazy, Alter. Um 11 wird es erst richtig hell und um 15 Uhr wird es schon dunkler. Ich finde es schon in Deutschland so schlimm, dass es um 17 Uhr komplett dunkel ist. Aber das ist nochmal andere Liga. Guck mal, hier nochmal minus 14 verfickte Grad. Ich möchte natürlich nicht auf chillig. sonst in Rovaniemi sein. Deswegen werde ich jetzt zum Weihnachtsmann fahren. Hoffentlich treffe ich ihn und kann ihm die Digga, er trifft ihn einfach. The real Weihnachtsmann. Pausing. Hand geben. Es sieht so schön aus, ne? Es sieht bei Tag wirklich so geil aus. So Städte mit so, die so vollgeschneit sind, ist, glaube ich, wirklich das Geilste, was es gibt. So allgemein Norden, Schweden, Norwegen, Finnland. Sehr schön. Ey, ich dachte auch, dass der Nikolaus aus der Türkei kommt, Digga. Shit. Scuffed. Okay, Philipp, es ist soweit. Du kannst endlich die Weihnachtsmusik einblenden. Wir sind im Santa Claus Holiday Village angekommen. Ja, ein geiles Rentier, Digga. Im Leben war mir noch nie so kalt, ich spüre wirklich gar nichts mehr. Hier kann man echt viel machen, sogar Rentier, Schlitten fahren. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber auf jeden Fall fühlt man sich hier wie beim Weihnachtsmann Der hat dort gar nichts gemacht. Der ist dort nur hingefahren, hat gefilmt, ist wieder abgezapft. Ich call's rein. zu Hause. Sind wir ja. Aber ich muss jetzt schnell los, muss meinen Flug catchen. Ne? Ich kann mir leider hier nicht die Polarlichter anschauen, etc., weil es der einzige Flug ist in dieser Woche. Sehr, sehr schade, aber ich fliege jetzt schnell nach Hause, um für euch das Fazit abzudrehen. Es gibt dort oben einen Flughafen, Digga. Warte mal. Das war Helsinki und der ist hier hingefahren nach Rovaniemi. Hier gibt's wirklich einen Flughafen in fucking Rovaniemi, Digga. Crazy. Ich dachte, er muss wieder zurückfahren und dann zurückfliegen. Kommen wir zum Fazit. Erstmal zu den negativen Punkten des Nachtzugs. Erstens, Hellhörigkeit. Man hat wieder wirklich alles von außen und vom Nachbar gehört, selbst das Schnarchen. Das ist aber, habe ich das Gefühl, so ein Common-Problem bei Nachtzügen. Zweitens, Aussicht. Beim Nightjet war die Reise so schön, weil das Fenster so groß war und man mit einem wunderschönen Ausblick aufgewacht ist. Hier war es jetzt nicht so, weil erstens das Fenster sehr klein war und zweitens war es die ganze Fahrt über stockdunkel. Ich weiß, der Nachtzug an sich kann natürlich nichts dafür, aber ich habe mir schon actually vorgestellt, morgens bei so einer richtig schönen Schneelandschaft aufzuwachen und dem war leider nicht so. Ansonsten fand ich all in all die Reise echt cool. Pluspunkt im Gegensatz zum Nightjet ist, dass es WLAN gab. Der Preis ist ähnlich wie beim Nightjet. 200 € habe ich mit Essen gezahlt. Beim Nightjet waren es 220 €. Leider immer noch echt teuer. Dafür aber umweltfreundlich und ein Erlebnis fürs Leben, wenn man bedenkt, dass man gerade den Weihnachtsmann besucht. Vergesst an der Stelle nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir wollen 2023 die 500.000 Abonnenten knacken. Und jetzt schaut euch den Nightjet-Test an. Ciao! Hey, hat Celtics schon gesagt, dass sie die 500.000 Abonnenten knacken wollen? Ich glaube nicht. Hey, Grüße gehen raus an Celtics, sehr, sehr geiles Video. Er hat einfach den The Real Santa Claus gesehen, Digga. Es ist einfach nur noch krass. Grüße gehen raus. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got stuck